Moin moin und guten Tag, hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich grüß jou düchtig und wünsch jou frohe Ostern. Ich mein, dat ist schon dat Gaue an so ne 4 Tag, ne, dat man mit so'n frohes Begräuten anfangen kann. Wo wir nu grad bei Ostern sind. Af Ostern kostet Besuch von Venedig nu Eintritt, 10 Euro. So will sie dort dann Touristenansturm abschotten. Gaut, ich will da sowieso nicht hin, hab ich einmal 10 Euro Sport. Und wenn ich mir das jeden Tag würde vernehmen, dann kommt dort ein ganzen Bach Geld zu hoch. Aber mir hätt dat noch ob ne andere Idee brücht. Warum nimmt weil bei uns in Dörp eigentlich kein Eintritt? Kein schalten uns Dörp überhaupt besorgen, hätte Gemeinderat mir entgegenbrücht. Hier ist doch nix los. Ich sag, so dürf man do aber heutzutage überhaupt nicht mehr rangehen. Weil wir erstmal Eintritt nehmen, den löft die Lü, was ist dort denn los? Und dann schaukelt sich das langsam hoch. In Hamburg gibt nu nein Age mit an 11 Tower. Oder, wie die Hamburger sagt, mit an Kotten Olaf. All über ein Jahr lang rücht sich dort nix. Nu rücht sich dort doch wat. Hei scheint aftersacken. Also Olaf Scholz je selbst auch. Und mit an 11 Tower sagt nu anscheinend auch die neue S-Bahn-Station Elfbrücken af. Sicherheitsexperten, die hebt nu Alarm gemacht, die Toleranzen, die sind überschrien. Bevor die Elftower nu überhaupt wie gebaut werden kann, muss dat nu einmal untersucht werden. Vielleicht säugt sie aber auch bloßen Grund, um dann abzureden. Wo wir nu grad bei Olaf Scholz sind. In Fernsehen gibt dat ne neue Serie, Affäre Cum-Ex. Also, wo Scholz ja auch ne Rolle spielt hat. Also, er hat da selbst nicht mitspielt, aber irgendwie ist er doch dabei. Alle Namen, alle Unternehmen, alles ist ändert worden. Die Warburg Bank, die hat zum Beispiel Cargus Bank, aber bei den ehemaligen Hamburger Bürgermeister und löteren Finanzminister und noch geschäftsführenden Bundeskanzler, da habt sie ne Utnamen gemacht. Olaf Scholz heit Olaf Scholz. Nülich muss ich mal nach Montabaur. Für die, die nicht wett, wo das ist, das liegt also zwischen Frankfurt und Bonn. Hab ich überlegt, wie mag ich das? Mit dem Auto oder mit der Eisenbahn? Also Eisenbahn fahre ich schon nicht so gern, weil das meistens, wenn ich das mag, Probleme gibt, so wegen Pünktlichkeit und so. Aber in diesem Fall habe ich mich entschieden, ich nehm die Eisenbahn. In Frankfurt umstiegen, nächsten Zug nach Montabaur und dann noch ein lüttes Stück mit einem Bus. In Fulda holt die Zug denn an. Ein Gasleck zwischen Fulda und Frankfurt. Umleitung über Aschaffenburg. 45 Minuten Tollot in Frankfurt. Die Zug nach Montabaur, die wohl schon Viertelstunde lang weg. Der nächste Zug nach Montabaur holt aber nicht in Montabaur. Ich muss bei Siegburg Wiege feuern und ein Stück werde zurückfeuern. Ob mal, sagt die Zugführer, Gas oder Rech, möt wir nu in Montabaur anholen, dat gibt Probleme ob de Streck. Zack, ich rot, wo in Montabaur. Ob die Minute genau, für den Bus mit dann nicht noch ein Stück Wiege feuern muss. Für diese Strecke muss ich eigentlich noch gut lösen. Die Busfahrer sagt, komm mal einfach durch, ne, mein Kassensystem ist kaputt. Ob die Minute genau, wo ich durch, wo ich hin will. Und krieg am nächsten Tag sogar noch ein Gutschein von der deutschen Eisenbahn. Sie möchten sich für die Probleme, die ich hatte, entschuldigen. Thank you for traveling with Deutsche Eisenbahn. Mal kicken, was Helmut uns heute zu erzählen hat.
Helmut, geht los! Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Mein Freund Kurt, die kommt neulich bei mir rüber. Sagt Helmut, mit mir stimmt was nicht. In letzter Zeit war ich so vergetterig. Ich sag, Kurt, was ist denn genau los? Ja, sagte, ich lob öft los und wenn ich denn da bin, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich will. Ich sag, wo läufst du denn überhaupt hin? Ja, sag Kurt, das weiß ich manchmal auch überhaupt nicht mehr. Ich sag, Kurt, bei mir ist das nicht viel anders, aber irgendwie viel schlimmer. Ich weiß genau, was ich will. Lob aber gar nicht heißt los. Neulich auch, sag ich. Ich hör meinen Namen roben und denk, ja, dann kenn ich. Wenn ich den merkt hab, dass ich meinen will. Macht das mit uns alle zusammenhängen, mein Kurt? Ich sag, oder mit uns schnelllebige Tiet. Du kommst doch da überhaupt nicht mehr achteran. Neulich auch, sag ich steh auf und will frühstücken. Und das ist halt Mittag. Also Frühstück war bloß noch in Amerika. Wenn ich aber da bin, ist dort dann auch ein Mittag. Und hier ist dann halt Abend. Da bin ich gleich wieder ins Bett gegangen. Oder ich sag, Kurt, neulich, als wir beide mit dem Moped unterwegs wohnen und wo ich noch gedacht hab, was ist denn das für ein lieses Knarren? Ist das die Motor? Oder ist das vielleicht so ein allgemeines Knarren? Ich mein, ist das ganze Leben nicht sowieso so ein Knarren? So ein Hetzen, so ein Jagen, so ein Dröhnen, so ein Klappern, so ein Knarren. Und auf einmal hört ganz deutlich, Kolbenfredde. Oder, sag ich, denk doch mal, für ein paar Wochen, du an der Tankstelle, die ein paar Kopien machen wollst. Und dann kommst du wieder ruht mit so einem Bündel Strieben in den Arm. Ich sag, was hast du die denn von komischen Kopien gemacht? Ach, so ein Shit, hast du gesagt, nur hab ich das schreddet. Und ich will die doch bloß so ein Betten wieder abbauen. Und hab gesagt, ich will neulich mal mein Tüchnis schredden. Und hab das kopiert. Und nu hab ich 2 davon. Alles klar, Helmut. Besten Dank. So, nun noch uns letztes Thema, Sport, Football, mein FC Bayern hier. Toos gegen Mailand verloren, gegen Dortmund unentschieden, in Mailand unentschieden, Ruth oder Champions League, nu blieb bloß noch die deutsche Meisterschaft. Damit Harry Kane seinen ersten Titel und Thomas Müller seinen letzten Titel gewinnt. Das hätt einmal beide loben. Und HSV, oha, ich mach doch noch gar nicht so recht über nachdenken. Ich denk nu aber, wir machen erstmal Schluss. Das war wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich wünsch ja frohe Ostern. Viert euch zusammen. Ich melde mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.